Hallo zusammen, hiermit begrüße ich euch herzlich zu meinem Bewerbungsvideo für die NYX Face Awards. Als allererstes mache ich mit einem einfachen Pinsel aus einem Bastelladen die Linie vom Skelett Mu nach. Die Farbe benutze ich von Kryolan Aqua Color in Nummer 71, das ist eigentlich ein ganz normales Schwarz. Als nächsten Schritt male ich einfach alle Zähnumrisse nach. Das muss eigentlich nicht so genau sein, weil man ja da schlussendlich noch Glitzersteinchen herkleben. Nachdem tue ich alle Rillen einfach so ein bisschen ausmalen, wobei ich im Nachhinein gemerkt habe, dass ich eigentlich gar keine Zähne malen musste, sondern einfach alles schwarz machen konnte, weil man das ja am Schluss nicht sieht. Als ich mit diesem Schritt fertig war, habe ich zuerst Umrisse von der Nase gemacht und dann einfach die ganze Nase ausgemalt. Da würde ich euch wirklich empfehlen, bei den Nasenlöchern genug Farbe herzutun, auch wenn es zuerst ein unangenehmes Gefühl ist. Aber es sieht im Endeffekt viel besser aus, wenn man noch so ein Stück von der Haut durch sieht. Als nächstes habe ich die Umrisse von den Augen gemacht und das muss nicht so genau sein, da kann man ruhig korrigieren, weil das malt man schlussendlich schwarz aus. Und nachdem habe ich bei der Stirn das grosse schwarze Dreieck gemacht. Auch dort habe ich zuerst skizziert und dann alles ausgemalt. Nachdem habe ich mein ganzes Haus schwarz angemalt und ich habe extra unten so ein bisschen ausgefranst gelassen, weil mir das einfach besser gefallen hat, wenn ich einfach so wie ein Dreieck oder besser gesagt ein Viereck gemacht habe. Nachdem benutze ich von Kryolan Aqua Color in Nummer 70, das ist echt das typische Weiss. Als ich mit dem fertig war, habe ich nochmal die schwarze Farbe genommen und oben das Dreieck ausbessert, weil mir es noch nicht ganz gefallen hat. Für meine Augenbrauen benutze ich von Wonderbrow die Farbe Jet Black. Dieser Schritt ist eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber ich habe es jetzt bei mir selber schöner gefunden, als wenn ich meine Augenbrauen einfach natürlich hätte gelassen. Im nächsten Schritt benutze ich von NYX den White Liquid Liner. Mit dem mache ich oberhalb von meiner Lidfalte so eine Art Eyeliner, wenn man dem so sagen kann. Und nachdem nehme ich wieder die schwarze Farbe und male bei den Augen die schwarzen Kreise aus. Da ich ganz am Anfang, als ich die schwarzen Kreise bei den Augen gemacht habe, nicht gut überlegt habe, muss ich das jetzt noch mit weißer Farbe korrigieren. Wenn ich mit dem fertig bin, benutze ich von MAC Cosmetics den Paint Pot in der Farbe Chrome Angel und mit dem male ich mein ganzes Augenlid aus.
Um kleine Fehler auszubessern, benutze ich normal von Kryolan die schwarze Farbe und nehme einen kleinen Pinsel dafür und mit dem tue ich einfach kleine Lücken oder Fehler ausbessern. Dann geht es dann auch weiter und zwar mit dem Liquid Ink von Essence. Mit dem mache ich mir einen ganz normalen Eyeliner. Und als nächstes benutze ich von MAC einen schwarzen Kajal, male mit dem meine Wasserlinie an. Und anschliessend benutze ich von Urban Decay Perversion Mascara und tue meine Wimpern tuschen. Für diesen Look trage ich Wimpern von Dodo Lashes in der Nummer D105. Im nächsten Schritt habe ich von Duo den Wimpernleim verwendet. Was ich euch aber empfehle, ist, wenn ihr den Look nachmachen wollt, kauft lieber selbstklebende Steinchen, weil es ist viel weniger aufwendig und sie haben recht gut, habe ich gemerkt. Für das Mou habe ich jetzt in meinem Fall ovale und runde Steinchen genommen, aber ihr könnt das natürlich je nach Wunsch und wie ihr am liebsten möchtet, selber bestimmen, was ihr für eine Form für das nehmt. Als ich mit dem fertig war, habe ich eine Stirn weitergemacht, habe dort Glitzersteinchen aufgeklebt, jeweils noch bei den Backen links und rechts ein Herz hergetan, also auch ein Glitzersteinchen-Herz. Und dann habe ich noch eine Stirn noch mehr Glitzersteinchen hergetan, weil ich gefunden habe, eine Kolonne ist noch zu wenig. Und anschliessend noch neben den Herzchen bei den Backen nochmal jeweils ein Glitzersteinchen hinzugefügt. Nachdem habe ich wieder die schwarze Farbe von Kryolan genommen und alle Ecken oder besser gesagt Lücken noch ausgefüllt, die man einfach noch gesehen hätte, weil dort das Glitzersteinchen das nicht überdeckt hat. Als nächstes habe ich den NYX Glitzer Primer genommen, bei beiden Backen und am Kinn aufgedreht und ganz normalen Pastel-Glitzer drauf da. Und zum Schluss habe ich den Glitzer auch noch bei den Augenbrauen aufgedreht. Und das wäre eigentlich dann schon alles gewesen. Dann seid ihr fertig mit dem Look. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat.